Ja, liebe Leute, so ein Bild haben wir sehr, sehr, sehr selten. Und zwar sitzen es hier zum ersten Mal alle vereint vor mir. Unsere Sieger der einzelnen Vize-Meisterschaften 2018, unsere Sieger der einzelnen Regierungsbezirke. Und ihr habt ja alle ganz, ganz fleißig die letzten 3 Monate Zeit gehabt, euren Favoriten eure Stimmen zu geben. Und wie schaut's aus? Burschen, seid ihr nervös, seid ihr gespannt? Ja. 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 So, und du auch was? Ja, wir merken, es sind auf jeden Fall die lustigsten Bayern 2018 hier. Und ich darf jetzt einmal so, bevor das wir jetzt sagen, wer denn der neue bayerische Vizemeister ist, erzählt jetzt mal jeder Verein nur mal einen schnellen Witz. Gut, ja, also nochmal ein Kurzwitz, und zwar, da trifft einer seinen Spezi, dann sagt er, du, ich hab letzte Woche geheiratet. Dann sagt er, ehrlich? Sagt er, nein, kirchlich. Ich war letzte Woche beim Arzt, weil ich immer Schwindelanfälle habe. Hat er mich eine halbe Stunde untersucht. Dann hat er gesagt, ich kann nichts finden. Das muss am Alkohol liegen. Habe ich gesagt, das ist gut, dann komme ich wieder, wenn es nicht erzählt. Gerichtsvollzieher kommt aufs Dorf hinaus, so ein Einhof, sagt zum Bauer, Mensch du, jetzt bin ich wieder da, ich muss heute unbedingt was mitnehmen, du hast einen Haufen Schulden, du musst heute was zahlen. Dann hat der Bauer gesagt, ich hab nichts, alles ist kaputt, der Bulldog ist kaputt, der Radiowagen ist kaputt, wir haben nichts. Hat er gesagt, dann ist der Hund so über den Hof drüber gelaufen mit 3 Füßen bloß, also mit 3 Achsen. So, dann hat der Scherer gesagt zum Gerichtsvollzieher, den Hund kannst du mitnehmen. Dann hat der Gerichtsvollzieher gesagt, was will ich mit dem Hund? Der ist doch nichts wert. Hast du nichts anderes? Dann hat der Bauer gesagt, ja, dann gehst du mal auf in die Kammer, da liegt meine Frau, die kannst du auch mitnehmen. Dann ist der Gerichtsvollzieher aufgegangen, nach 3 Minuten kommt er wieder runter, sagt der Bauer, lass mal den Hund umsehen. Ja, die Tochter ist heimgekommen und hat gesagt, du Mama, ich bin schwanger. Und hat Mama gesagt, von wem? Dann hat die Tochter gesagt, die kennst du alle nicht. Ehepaar mit 60 Jahren sitzt auf der Anlagebank. Da kommt eine gute Fee vorbei und sagt, ihr wart so ein braves Ehepaar. Ich hab's nie gestritten und darum hat er jetzt ja jeder Wunsch frei. Sagt sie, ich hab gar keinen Wunsch, ich bin so glücklich mit meinem Mann. Aber mein Mann wollte einen Ferrari haben. Da ist ein Chevrolet und ein Ferrari steht da. Dann sagt sie, ja, und was wünschst du? Sagt er, ich habe einen Ferrari, jetzt passt meine Frau nicht mehr zu mir. Ich möchte eine Frau haben, die 30 Jahre jünger ist wie ich. Da ist ein Chevrolet und der ist 90. Ja, das waren es nochmal unsere 5 Vizemeister. Und jetzt lüften wir das Geheimnis nicht, wer der Erste geworden ist. Nein, den ersten Platz legen wir nochmal weg. Wir starten mit dem Zweitplatzierten. Wer denn der Zweite der Bayerischen Vizemeisterschaft 2019 geworden ist. Der zweite Platz der Bayerischen Vizemeisterschaft 2019 geht an Gerhard Schlosser. Hey, Herzlichen Glückwunsch! Ja, Gerhard, zweiter Platz, der Oberpfälzer auf den zweiten Platz dieses Jahr. Man muss aber auch fairerweise sagen, er hat ziemlich spät angefangen, richtig Gas zu geben. Gell? Ja, ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Also, die letzten 2 Wochen habe ich da noch ein bisschen meine WhatsApp-Kunden oder Kumpel ein bisschen was geschrieben, aber sonst habe ich eigentlich gar nichts gemacht. Aber wirklich ein beachtliches Ergebnis. Ja, Also, ja. wie oft hast du mitgemacht bei der Oberpfälzer Das Vizemeisterschaft? 4. Mal war das jetzt aber, ja. Das 4. Mal dann Ja. gewonnen und jetzt der Ja. Vize-Bayerische Ja, Vizemeister. das Also, ist in Ordnung, so finde ich. Also ich bin zufrieden, das passt eigentlich alles. Für mich war es ein Gaudi, das ist immer Gaudi gewesen und das wird auch so bleiben. Und das ist in Ordnung. Bei alle 5 Kandidaten, ich denke, dass die Videos gegen alle nicht schlecht waren. Ich glaube, ich kann sich jeder mit jedem messen. es ist ja immer ein Tagesformabhängig, Ja. das muss man jetzt So- auch so ist es, feststellen. ja. Also, Das glaube ich auch so. ja, und am guten Tag, man sieht es ja selber, Ja. aber wir lassen die auf jeden Fall nicht als Vize nach Hause gehen. Man muss auch an dieser Stelle gesagt sagen, dass die Vize bei uns nicht so schlecht sind. Ja, der Doppelhammer von sie, letztes Jahr Vize-Vizemeister geworden, der Fernsehsendungen unterwegs, schreibt sein eigenes Kabarettprogramm, ist wirklich auf den Bühnen Bayerns mittlerweile auch zu Hause und ganz, ganz früher, das hat der Poppy bei uns einmal mitgemacht und der Poppy ist auch nur Zweiter geworden und hat das eine Kabarettprogramm. Also, Und wir schreiben ja auch schon. genau, einwandfrei. Aber jetzt wollen wir an dieser Stelle auf jeden Fall von dir nochmal einen Witz hören. Also eine Frau hat einen taubstummen Sohn und geht zum Lokopäden.
Und man sagt, ich habe gehört, Sie sind so ein guter Logopäde, Sie können auch Taubstummen sprechen lernen, das ABC. Ich sage, ja, das ist überhaupt kein Thema. Also mein Sohn kann ja sprechen oder so, das machen wir gleich. Legst du einmal die 2 Hände her zum Sohn und die Hände am Schreibtisch geklickt oder so einen Zirkelschlag gemacht und hat da voll drauf gehauen. Dann hat der Sohn gestört, ah! Dann habe ich gesagt, so gut, und morgen machen wir das B. Ja, Das war's. und wir schauen jetzt rein, wer denn der nächste bayerische Vizemeister wird. Der Titel Bayerischer Vizemeister 2019 geht in diesem Jahr nach Niederbayern. Andreas, herzlichen Glückwunsch! Ja, lieber Sigi, ich muss ja sagen, Wahnsinn, mit 80 Jahren erster schwäbischer Vizemeister. Im Sommer ist er wieder 4 Monate auf dem Schiff, also der Muss Mann ich mich ist erholen. nicht unterzukriegen. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht, ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Hat mir Spaß gemacht. Riesenspaß, dass ich in meinem Alter noch so was machen kann, das ehrt mich, dass du mich entdeckt hast. Ja, und das Ja. geht natürlich weiter. Wirst du deinen Titel schwäbischer Vizemeister verteidigen? Ja, den verteidige ich schon. In Fischach, im Fischach, Oktober. Da werde ich angreifen, ja. Kommt vorbei. Er ist übrigens bekannt von der Presse, der 80-Jährige, der immer die Witze unter der Gürtellinie wählt. Ja. Und ob die Witze so unter der Gürtellinie sind, Aber heute erzähle ich einen anständigen. oh, da sind wir mal gespannt. Also 3 Männer unterhalten sich, ein Ostfriese, ein Amerikaner und ein Franzose, und zwar über Gummiartikel. Sagt der Franzose, die besten Gummiartikel haben wir. Er wollte dann einen Eiffelturm streichen, rutscht aus, bleibt mit dem Hosenträger am armierten Hänger und runter bis auf die Straße und nichts passiert. Sagt der Amerikaner, das ist ganz nett, da bei uns mit da ein Empire um Fenster putzen, fällt rückwärts raus, aber im letzten Augenblick noch einen Kaugummi an die Scheibe gepackt und am Kaugummi runter bis auf die Straße und nichts passiert. Na, sagt der Ostfriese, das ist überhaupt nichts. Bei uns ist ein Leuchtturmwärter vom Leuchtturm runtergefallen, 35 Meter, aufs Kreuz gefallen, war sofort tot. Ja und? Ja, aber die Gummistiefel, nur wir neu. Ja, lieber Toni, lieber Winfried, vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr seid mal wieder bei uns dabei, bei einer Veranstaltung. Einladest, können wir Ja, wieder. natürlich, aber wir werden euch sowas von einladen, das dürft ihr glauben. Dieses Jahr sind wir übrigens in Dachau am 20. Ihr kommt aus Mittenwald, südlichstes Haus in Bayern, was der du Am fast bist. 20. Am 20. Oktober Jetzt. haben wir in Dachau. Da hat uns gefreut, wenn du wieder mitmachst. Ja, Und wir Kimi. sind in Hof, nein, nicht in Hof, in Wunsiedel sind wir. In Wunsiedel. Aber ich lasse euch nicht so einfach, ich hab's nur einen schnellen Witz. 2 Blondinen treffen sich, sagt die eine, ich war gerade beim Schwangerschaftstest, sagt die andere, und? Waren die Frauen schwer? Geht einer zum Doktor, sagt der Doktor, Mensch, ich höre so schlecht, ich höre furchtbar schlecht, ich höre nicht einmal meinen eigenen Schwarz, wenn ich lasse. Da hat der Doktor gesagt, da haben wir ganz gute Tabletten, da kann ich Ihnen helfen. Sag ich, helfen die? Nein, sag ich, hören Sie jetzt nicht, bis aber Ihre Schers werden lauter. Andreas, herzlichen Glückwunsch zu deinem Titel Bayerischer Vizemeister 2019 und wir wollen es uns natürlich nicht nehmen lassen, vom Bayerischen Vizemeister den allerersten Witz zu hören. Also Andreas, schieß los! Also diesmal ein bisschen länger, und zwar der fängt erotisch an und dann wird er sportlich. Aber ihr merkt den Übergang, ihr merkt es also. Und zwar, der Liebhaber ist bei der Ehefrau. Und plötzlich kommt Panik auf. Wann kommt Panik auf? Und zwar immer, wenn der Ehemann heimkommt. Also, der Liebhaber saust umeinander, nackert wie er ist und sagt, so in den Schrank, nein, sagt sie, nicht in den Schrank, der schaut immer im Schrank nach. So ich unter der Couch, nein, nicht unter der Couch, der schaut immer unter der Couch nach. Wo soll ich hin? Da sagt sie, stell dich einfach neben dem Fernseher. Ah, das gibt's ja nicht, da sitzt er mit, stell dich neben dem Fernseher. Stellt er sich so neben dem Fernseher hin, gell, vor dem Unterhosen runter, gut, man bleibt da stehen. Ja, der Ehemann kommt rauf über die Treppen, sagt, hallo Schatz. Jetzt wird er mit sportlich, sagt er, du, ich möchte jetzt mal da Fußball anschauen, Bayern München gegen Dortmund. Kannst du mir nicht ein Weißbier bringen? Ja, die Frau geht aus, dann musst du nochmal auf, schaut in den Schrank rein, alles okay, unter der Couch, alles okay, sitzt sie wieder hin. Sie ist draußen in der Küche, macht den Kühlschrank auf, fällt das Weißbier raus, springt wieder den Tee, hat es in der Hand, ist nicht kaputt. Aha, denkt sie, nimmt ein Glas mit, einen Öffner, macht den Kühlschrank zu und geht wieder ins Wohnzimmer rein und sagt, du, bei mir ist jetzt was komisch passiert. Das Weißbier haut außer auf den Stabbo, springt in den Tee, ist nicht kaputt. Dann sagt er, du, bei mir ist auch was komisch passiert.
Das Spiel läuft schon und jetzt haben sie von Dortmund an vom Platz gestellt, dann nimmt er seine Sachen und geht da bei der Tür aus. Ja, meine Damen und Herren, das war sie, die Bayerische Vizemeisterschaft 2019. Schaut weiter vorbei bei unseren Live-Veranstaltungen. Tickets für die nächsten Veranstaltungen gibt es auf dieser Internetseite in unserem Ticketshop. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Veranstaltung entweder auf der Bühne als Kandidat oder als Zuschauer zum Mitlachen. In dem Sinne, ich wünsche euch ganz viel Spaß noch. Schaut noch viele Witze auf der Seite an und bis zum nächsten Mal. Servus miteinander.